Schöne gute Mittag. Schön, dass da alle geheißen sind. Ich begrüße Ken persönlich. Ich bin einfach froh, dass da alle gute Wege hier Beteburg von tut. Merci dem Remo Cavallini für die wunderschöne musikalische Entrée. Anders gut gesagt, Chantal hat mir in einer Live-Nachricht gesagt, so die Leute, wenn ich gelieft, sie sollen den Handy ausmachen oder Flightmodus oder so. Also guckt noch ein bisschen sehr vielleicht, ob er auf Flightmodus ist. Und dann auch, wann ich gelieft, habe ich auch gesagt, während den Diskursen nicht, wenn die schwarze Weltkonzentration nicht immer so da ist. Voilà, ein Blitz. Wenn den am Leben ausschlägt, das ist wirklich ein Coup. Das ist im Moment und Leben ist auch nicht. Ich schwätze nicht vom Blitz beim Donnerwetter, aber beim Blitz beim Heeresschlag. Es verändert das Leben von allen Betroffenen und auch vom Umfeld. Das muss ich noch dabei sagen. In Europa sind pro Jahr 1,5 Millionen betroffen. Das sind da definitiv 1,5 zu viel. Wenn der Blitz dann aber ausschlägt, dann geht es Gott sei Dank Blitz ASBL, die sie für sto. Ich meine, du zählst nicht und soll definitiv keinem etwas Neues. Sterft das Jahr schon sterft das Jahr das schon für 5, 6 Häuser, mengenisch, dass man immer eng fried. Und das ist an diesem wunderschönen Kader natürlich ein Doppel-Eier. Und da geht da schon die erste Keier de Mikro weiter und José Lochsche, echt Chefin von der Beteburger Gemeinde. Ich bin nicht bei dem Mikro und sind so nicht merci, dass wir an diesem schönen Kader sind. Vielmals merci. Da sind alles für merci zu sagen, die kommen noch. Ich will aber aufhängen mit der Begrüßung, mit dem Minister Martin Deprez, mit dem EU-Deputiert Tilly Metz, was für die Steuer ist das Jahr. Die Regierung war schon oft vertreten, die EU-Parlament noch nicht. Wir gehen immer mehr groß und immer mehr interessant. Lief eure Gast, lief Vertreter auch vom CGDs. Und dann lief Chantal. Wenn ich Logist am vierten nennen, wenn wir es wirklich mittlerweile gut kennen. Chantal Keller, die wisst natürlich auch, wie Chantal meine Familie umhecht. Plötzlich vom Jahr, klascht Jahr. Auch Präsidentin und Gründerin natürlich von der Blitz ASBL. Lief Maderbisch drinnen, am Maderbisch da am Komitee und am Conseil Scientifique. Lief Membren alle gut, lief Unterstützer, die Damen und die Herren, am Namen vom Beteburger Schafferrot. Wo ich auch für die Bürgermeister mitschwätzen, natürlich, das ist mir ein großes Eier, ich auch das Jahr hier am Schloss, an unserem schönen Schloss begrüßen zu können, für den Welttag vom Schlagerfall. Ich weiß, wir sind in der Zeit ziemlich viel raus, mir besser zu früh wie zu spät. Besonders begrüßen will ich auch die Experten und die Expertinnen, die heute bei uns sind. Das ist wie alle Jahre Madame Monique Reif, auch eine bekannte Person hier am Saal, immer gut gelaunt, immer gut drauf. Und für allem bringt Madame Reif fertig, ein komplexes Wissen, ein komplexes Metier in uns zu bringen, immens gute Erklärungen zu geben, sodass wir hier nur immer mengen, wir hätten alles verstanden. Und dann denkt ihr, wie am Jahr haben. Ich meine, wir freuen Madame Reif, da wissen wir noch ein bisschen mehr. Dass hier keine Stunde und keine Minute zu viel für zu schaffen, für den Blitz, aber auch für alle Patientinnen und Patienten am Spital. All Respekt. Ganz froh sind wir natürlich auch über den Besuch vom Herrn Dr. Georg Galle aus Deutschland, der bekannt ist durch sein Projekt vom Lotse für Schlagpatienten, denen am Kader von einem Innovationsfonds an die Leben gerufen hat, an die mittlerweile in Deutschland als Modell dient. Ich mengen und ich hoffe, dass den Herr Galle auch zurück auf Lützeburg könnte, bei mir dann ein Kaprat sind. Das wäre ein Flotsache, wo wir eine Begleitung kriegen. Zurück auf Lützeburg, wo wir auch froh sind, dass Madame Pascal Kolpayers die Pflegeversicherung vertritt, Verwaltung von der Assurance Dépendance, die natürlich ein wichtiger Pilier an unserem Gesundheitswesen durchstellt, für allem für die Leute, die dann noch pflegebedürftig sind. Merci allen anderen Vertretern aus dem Gesundheitssektor, die ich wirklich nicht kann all abzählen, die hier sind. Das sind da wirklich viel. Der ganze Saal ist gut gefüllt. Merci für das Kommen. Merci, dass ihr den Weg an Schloss gefunden habt.
Massiv Präsenz weist natürlich die Wichtigkeit von dieser Konferenz an. Ich bin noch ganz froh, dass die Konferenz heute zu einer Tradition genoss zu Betebusch mittlerweile. Wir hatten schon viele Konferenzen für diesen Tag, den Internationalen Tag vom Schlaganfall. Das ist auch eine Tradition, dass man die Gemeinde den Tag Move belichten und ihre Banner am Hof aufstellen, für auch Bürgerinnen und Bürger an der Gemeinde zu sensibilisieren. Das ist ganz wichtig als Gemeinde. Die Damen und die Herren, schön, dass ihr alle begrüßt, aber es geht nicht mit einer Begrüßung durch. Ich will auch Merci sagen, ein grosses Merci für alles, was ihr macht. Ein grosses Merci an den tiefen Respekt für die wertvoll, intensiv und gewissenhaft Arbeit, die dir 2012 Jahre wirklich eine lange Zeit schon leistet. Nicht nur in unserer Gemeinde, sondern landesweit. Und das ist auch nicht für nichts, dass dann die Regierung heute vertreten ist. Ja, liebe Chantal, am Laufe der letzten 12 Jahre, ich kann mich noch an den ersten Rendezvous auf der Gemeinde erinnern, wie du hingekommen bist. Wir haben etwas Volles, und da weiß ich nicht so richtig. All drüben neue Verein, aber was daraus ging entstehen, das war damals nicht oft zu sehen. Zusammen mit einer kompetenten Equipe, hat dir entscheidend dazu beigetragen, Platz zu einem Partner am ganzen Land zu machen, zu einem Partner für ganz viele Leute, und zu einem Hilfssteller für viele Betroffene. Als Summen sind da aber wichtige Akte gehen am Bereich des Gesundheitswesens heute zu Lützeburg, und das ist ganz wichtig. Umso mehr froh und hoffentlich sind wir natürlich als Schäferrot, dass plötzlich Wurzeln heute geschlagen hat, und das auch aber nachdem es dann ein Problem mit der Infrastruktur im Haus wieder dran sieht, entstanden ist, ich meine, es wird verkauft, hat man aber sehr eine neue Option, das heißt, die hat ein anderes Site angeboten gekriegt, und am Laufe von einem Tag hatten wir als Schäferrot schon die Decision geholt, die Räumlichkeiten neu zu affektieren, für das dann noch den Regeln entspricht. Die werden dann in Zukunft an der Rüzinnen aktiv sein, Matzen und Betebusch. Das erlaubt, dass ihr eben trotz ihrer nationalen Envergure auch in Zukunft mit unserer Gemeinde identifiziert geht. Und dafür ist es auch normal und natürlich für uns, dass wir alles machen, für euch in Zukunft weiterhin zu unterstützen, für euch zur Seite zu stehen. Sie wird durch logistische Hilfe, durch finanzielle Unterstützung, wir natürlich nicht so viel Geld wie der Staat. Wir machen, was wir können. Und für allem sind wir froh, dass wir ihr Kulturhaus zu Hünschering regelmäßig zur Verfügung können stellen, für Aktivitäten und Beratungen aufzuhalten. Dazu gehört neuerdings die Formation, das hast du mir erzählt, Formation, die da für den Institut de Formation de l'Éducation nationale werden auffallen. Das ist ein neues Projekt, den ich zugeschrieben wird, den aber umso mehr Kompetenzen erstreicht und aber auch die wichtige Rolle, die da am nationalen Niveau mittlerweile spielt. Da kommt auch an den Bereich der Education ran. Und das ist auch eine wichtige Rolle, weil die ein ganz lebensretten, kann ich bald so, ein lebenswichtiges Präventionsarbeit leistet und einen wertvollen Ansprechpartner sieht für ganz viele Familien und Patienten. Mir auch, weil dazu einen kompetenten Ansprechpartner eben gerade gesieht von den nationalen Entscheidungsträgern, die manchmal schon ganz viel bei ihr beigelegt haben. Die sieht die auch Messagen an Ministerien randrohen, die ganz viel Interviewen haben, und ich meine, das lebenswert, wenn ihn auf Dialog setzt, auch kein Frontenschärft. Natürlich muss der Dialog auch fruchten, aber wir hoffen, dass die Frucht immer mehr reif wird. Das ist natürlich auch so, dass dir das Thema vom Schlaganfall enttabuisiert in unserer Gesellschaft. Die hat das thematisiert und eben noch ein Tabu gebracht. Auf viele Familien ist nicht davon geschwärzt, wenn ein Mensch einen Schlag erlitten hat. Für den Mensch ist das ganz schlimm, für die Familie auch. Und ich meine, man muss dann über Probleme schwätzen und Platz unter den Teppich zu kehren. Und dafür ist es eben gerade wichtig, dass der ihre Rolle weiterhin erfüllt. Da habe ich dem Terrain schon oft genannt. Das ist ein Sisyphus-Arbeit, Tag für Tag sie da NRW. Aufklären, sensibilisieren und präventiv vorgehen. Ein anderer Wolle ist aber auch ihren menschlichen, verständnisvollen und empathischen Umgang mit den Betroffenen und ihren Familien. Und die vielen Aktivitäten, die da eben organisiert, ganz einfach für die Menschen zurück ins Leben zu bringen. Und auch auf benevoler Basis. Benevolat ist wichtig, und heute gesagt,
wie schön das bei Menschen sich zu summen, denen für anderen zu helfen, auf benevoler Basis. Ich bin nämlich klar überzeugt, dass diese Aktivitäten viele Betroffenen zurück an Leben, zurückhelfen, die Ebenen an Obmachen, Dieren obmachen, und auch ein wichtiger Stein für die Familien durchstellen. Familien sollen nie vergessen. Und für allem verhindern die modernen Aktivitäten, dass viele Betroffene für den Rest von ihrem Leben aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, sich selber nicht mehr wertschätzen und den Halt komplett verlieren. Schon letztes schon gesagt, für mich persönlich ist das ein wichtiger Punkt, der mir stark am Herzen liegt. Umso mehr, weil wir in einer Generation leben und noch in einer Gesellschaft, in der sich alles um Leistung dreht. Jeder hat seine Leistung gemäß, nicht aus seinem Mensch als Mensch. Und Schlagpatienten sind dann dafür von der Erstellung. Sie gehen als Menschen aufgestempelt, weil sie nicht an die Leistungsgesellschaft passen. Sie sind nicht interessant, wenn es um Leistung geht. Sie gehen als Menschen angesehen, die nicht mehr nützlich sind und nicht dieselbe Stellenwert tun wie höchst leistungsfähige Personen. Und das kann es definitiv nicht sein, die Damen und die Herren. Es nennt sich Diskriminierung und Exklusion. Also der Konträr von dem, was wir alle unter Menschenrechten verstehen und was die internationale Menschenrechtscharta von unserer Gesellschaft als Wert verlangt. Und dafür sind wir sehen, soll die bannen. Menschenrechte bestehen nicht aus Leistung, Menschenrechte bestehen aus dem Respekt von den Schwächsten. Sie bestehen aus Anerkennung und Inklusion von allen Menschen. Auch an eben gerade von den Menschen, denen es gesundheitlich nicht so gut geht, die auf andere angewiesen sind und die aufgrund von ihren körperlichen und mentalen Sorgen gestärkt müssen gehen, am Platz, dass sie Fälle gelöst gehen. Du findest außerdem so mehr bemerkenswert, dass ihr als Blitz nicht just über medizinische Aspekte abklärt und informiert, mir auch den Mensch als solchen an den Mittelpunkt stellt. Es geht um die sozialen und emotionalen Aspekte, die sich schon drauf verstoppen und die ganz viel Gewicht auf die Familien ausüben. Besonders impressionant war in dem Kontext durch letztes Jahr den Herr, den Giovanni Maio, wenn ich mich gut erinnere, den hier Besuch war und einen impressionanten Vortrag gehalten hat über die Ganzheitlichkeit an der Medizin und hat plädiert für mehr Menschlichkeit an der Medizin und hat plädiert für mehr eine individuell ausgerichtete Begleitung und eben gerade Ganzheitlichkeit vom Patienten. Und dann hat aber auch über die Wertschätzung von den Santisberufen gesprochen, die in einem Kontext wie diesem unbedingt muss hervorheben. Santisberufler, die Leute, die an den Spitälern arbeiten, all die, die in der Wehe sind bei den Leuten, sie dann das Waren oder auf andere Manieren, bis hin zu den Doktoren, die größten Spezialisten, müssen zusammen arbeiten und halten als Gesellschaft Leben, auch ihnen eine große Merci von uns als Gemeinde. An dieselbe ganzheitliche Richtung gehen dann noch Erforderungen, beispielsweise die in einem Nurswegezentrum, die Mission hat, den Menschenumschlag ganzheitlich zu begleiten, zu betreuen, wo wir hoffen, dass sie irgendwann aus der Kanner schon rauskommt. Und der Minister, die können uns ja nur ein bisschen davon erzählen. Vielleicht am Kader von einem Réseau de Compétences oder es hat den ausgewiesen, gibt mir sie gespannt, ob Ausführungen sieht, falls wir das noch immer Thema haben auf den Konferenzen. Und wie das dir sieht, sie da bestimmt froh, uns zu erzählen, wie es mit dem Nurswegezentrum weitergeht. Die hat auch den Nummer zu hören, auch eine Forderung von der Blitz. Ich bin heute schon bald, wie wenn ich als Member schwätze. Ich muss auch viel mit denen zu dienen. Den Herr Galle ist ja heute, den Herr Dr. Galle, den an Deutschland das Projekt an die Leben gerufen hat. Und natürlich wäre es doch schön, wenn Schlagpatienten zu Lützeburg eine Lotse zur Seite gestaltet kriegen, für eine individuelle Begleitung zu kriegen. Wir wissen, es kostet Geld, aber manchmal muss man sich auch etwas kosten lassen, wenn es um den Mensch geht. Als Gemeinde drücken wir schläft Blitz SPR, läuft Member natürlich in Daumen, dass Revendikationen in Zukunft Frieden drohen und dass dann noch das nächste Budget. Ich meine, Budgetdiskussionen sind gleich an der Chambre, da geben wir vielleicht etwas gewohnt, dass das nächste Budget dafür zur Verfügung gestellt wird. Oder auch vielleicht am Kader vom Plan National Kardiovaskulär, die ja auch am Gange entwickelt zu gehen, wo so Projekte könnten dran stehen und dann noch umgesetzt gehen. Das wäre natürlich
einen schönen Dram, den an Erfüllung gehen. Sie kämen natürlich, die Projekte kämen den Betroffenen so gut an ihre Familien, aber nicht nur hinnen, sie kämen der ganzen Gesellschaft so gut, weil sie zum sozialen Zusammenhalt beitragen. Und das ist auch wichtig, wenn die Familie gut geht, geht es der Gesellschaft gut. In dem Sinn wünschen ich euch alle gut, liebe Members, und dir auch, liebe Chantal, liebe Kämpferin von der ersten Stunde, der ganze Equipe weiter viel Kraft und Energie für die Zukunft. Bleibt am Ball, wie in der so schönen Plätze bei euch steht. Die hat schon viel erreicht, auch schon viele Menschen von ihrer Kompetenz überzeugt. Für ihren 12. Geburtstag wünschen ich euch, dass weiter viele Menschen an Boot kriegt, bis es dann eine große Schiff ist. Und die Decideuren auch. Und wir wissen, vielleicht sogar die ganze Regierung. Und für alle Institute, wer da schon 100 Jahre schützt, wo da schon aktiv wird, verdient er ein großes Merci, viel Respekt und ganz viel Applaus. Merci euch. Vielmals merci, Madame Lorschi, für das schön warm an. Ich gucke nicht, Madame Minister, nirgendwo fordernd wieder, die dann lo gesund gesehen schlagen, AWC hecht, aber auch München schon hören ernähriert viel Kasten, Doktorrechnungen, Klinik Rea, etc. etc. Ich meine, das hält einfach nicht ober und du musst dann der richtige Partner mit dabei sein. Und da sind ich auch schon direkt bei ihr, Madame Minister. Schön, dass ihr hier seid, Madame Minister Martin Deprian. Ich bitte ihr dann lo an das Mikro. Ja, merci, dass ich überhaupt Frau sein. Madame Lorschi als Vertreterin vom Schafferrot, respektive als Vertreter vom Bürgermeister, hat eigentlich schon bald alles gesagt, was heute muss gesagt gehen. Da bleibt mir nicht mehr ganz viel. Es sind ein paar so Suggestionen gemacht von Suche, von Prise en Charge, von Sachen, die sehr man. Ich kann nicht so, ich kann alles 100%ig unterschreiben, was da gesagt gehen ist. Und wenn das Madame Kaller kennt von Blitzer SPL, also das war eine von den ersten Assoziationen, die ich kennengelernt habe in meinem Beruf, zusammen auch mit der Dr. Reif. Ich denke, wir wissen am Ministerium, ob was da könnt, wir wissen, wo muss geschafft gehen, und wir sind alle zusammen da konstruktiv an enger Richtung NRW. Natürlich hat der Staat vielleicht global mehr Suche wie eine Gemeinde, aber das ist auch noch nicht eine Gemeinde hier Aufgabe für ein Réseau de Kompetenz am Kader von dem AWC aufzubauen. Wir sind hier in NRW zusammen mit dem CHL, zusammen mit all den anderen Spitälern, zusammen auch mit dem Reha-Center, wo der Vertreter auch damit präsent ist. Und das ist ein ganzer Parcours, der muss durchgehen. Von der Akutversorgung, mit vor allem von dem Loch an der Feld von der Akutversorgung rüber ist. Und genau da sitzt der Blitz ASBL und sie sind da, sie holen schon Kontakt auf an der Akutversorgung und sie probieren den Übergang so einfach wie möglich zu machen, weil du fällt den an den Loch. Es kann nicht schaffen gehen, es muss in die Familie gerieren. Die Leute, die rundherum wohnen, wissen nicht, wen sich soll beholen. Das ist nicht einfach. Ich weiß es nicht, weil mir ist das nicht geschieht mit den Leuten, die betroffen, die témoignieren, die hat 5 Panoen wo Leute drauf ihren Témoignage ausgedrückt haben. Und ich denke, sie sind nicht schwach. Sie haben zwar verschiedene Fähigkeiten, nicht mehr, die andere Leute tun, für an der Gesellschaft eins zu gehen, sie müssen kämpfen. Wir sind eigentlich mehr stark wie mir, die das noch nicht hatten, weil sie haben nicht überwunden, sie sind dabei zu kämpfen, sie sind dabei, hier das Leben zu gestalten und ich denke, die Betroffenen haben einen ganz, ganz großen Applaus von uns verdient. Weil das gesagt ist, schon von dem, was mir an der ersten Reunion gesagt haben, das Verhalten, dass die Lotse wirklich lebensnotwendig ist. Und wenn ihr das Wort Lotse kennt, aus dem Flugverkehr, aus dem Schiffsverkehr Wesen, dass ihr in einem DW weiß, muss in der W selber gehen, man ist dabei, für sicher zu sein, dass ihr nicht auch rennt.
Und das Konzept hat mir immens gut gefallen und die hat all meine Unterstützung für das en place zu setzen, wo ich nicht mehr kann, ist nicht am Réseau de Kompetenz dran, mit die Leute, die da dran sind, die haben eine Unterstützung, aber wenn irgendwo Sand am Getriebe ist, wo irgendwo ein Stöpskehr aus, den ich kann aus der Face schaffen, da sucht man Bescheid, das machen ich. Ich will dich nicht mal auf den Weg gehen, die 4 Buchstaben, FAST. FAST hat sehr, an der Woche haben wir eine App an das Leben gerufen, mit Minister Gluden zusammen in der Leitung vom CGDIS, das ich auch vertrete, der Moyen Hai, die heißt Staying Alive. Bei einem Herzinfarkt, bei einem Herzproblem zählt alle Sekunden, alle Minuten. Auf Staying Alive kann er sich melden, wenn er sich kapabel fühlt, wenn das gelehrt wird, für Reanimation zu machen. Fast sind aber 4 Buchstaben, die hier den F und richtig informiert sind. Ich meine, Madame Reif rektifiziert habe, no, ich bin nicht Doktor. Fast ist sehr, den A steht für ja, Face. Oh, nein, ja, no. Also auf jeden Fall ist sehr mal wichtig. Den Arm abheben, genau an den Spruch und dann Zeit. Zeit ist natürlich auch wichtig. Und dafür, das ist so passend, das wird fast mit den 4 Aspekten. Aber wenn wir das schon lange verhalten, an irgendwo in der Wesen, in einer Gesellschaft, dann haben wir gesehen, dass ein Mensch nicht gut ist. Und wenn man fängt, nun ein bisschen komisch zu schwatzen, und dann, wenn der Reflex zu sagen, man hat einen Namen und Blut oder Lach einkehren, weil wirklich alle Sekunden, alle Minuten zählt. Und wir haben zu Lützeburg 4 Stroke-Zentren, wir haben sehr schnell unterstützt. Und wenn wir die Leute so sehr wie möglich kriegen, dann können wir die Garen limitieren und danach, wenn dann die Akutversorgung rüber ist. Merci, ihr Splitz-SBL, dass ihr da seid. Merci, dass ihr alle gut in Haus seid. Merci, jeder für einen, den sich dafür interessiert. Und wie ich gesagt habe, ich bin bei euch, wenn irgendwo in Hocken ist, dann melde ich. Mein Dir steht immer ab. Ich kreiere keine Fronten, ich kreiere keinen Nicht-Dialog, ich kreiere echt mehr Dialog wie Männer. Merci. Vielmals merci, Madame Minister Martin Depré. Blitz SBL bietet Unterstützung an Informationen für Betroffene und auch für Familien, für die neben dran leben, für die den Alltag aber müssen noch weiter gerieren, trotz dem Schlag, den da kommt. Die Organisation hilft auch bei der Reha, fordert den Austausch unter Betroffenen, was ich auch meine, was ganz wichtig ist, und klärt die Prävention und Ziel ab. Ziel ist es, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und Bewusstsein für AWC zu schärfen. Aber wie kann du besser mitschwätzen wie ein Betroffener selber? Und ich meine, ich brauche schon wirklich nicht mehr zu erklären, wem das los ist. Es ist eine Person, die so viel Power also hat, wie ich nach Seele gesehen habe. Ein Herz voller Leid, voller Gefühle. Chantal, ich meine, du kannst los schon an dem Mikro kommt, weiß all Mensch, dass du den Nächsten an der Reihe bist. Vielmals merci. Merci alle Goren. Merci den viele Freunde vom Blitz, die sieht alle Goren als Ideen den Novent haut. Und ich so nicht Jiedfrengem zu merci, ich so aber für allem dem José merci für die wunderschöne Rede, der Minister für die auch wunderschöne Rede, an all den anderen und natürlich Herr könnt den Top, das Monique, können wissen wie spät, das mich so und das könnte du noch, mit all den anderen, ob das Direktoren sind, ob es Neurologen sind, ob es einfach Patienten sind, all gut Orthophonistin, die hier am Saal sind, Kinder etc. Alles viel merci, dass das wie auf Bitburg fand. Bon, ich ziehe dich ein bisschen, was wir machen. Und als erstes wisst ihr, dass Grand Duchesse Héritière hat den Patronage von Blitz überholt, dem das Silo Grand Duchesse ist. Wir müssen neu fragen, ob sie auch de Patronage überholen, weil all das, was für du gemacht hast, das annulliert. Alle haben wir enke gefragt, ihr wisst, sie hat selber hier Pap an ihr Mann, sie gestorben und ihrem Hirschlag.
Und wir hoffen, sie erst 2017 hat sie die Patronage vom Blitz überholt und wir hoffen, dass sie noch weiter überholt. Bon, was als Blitz, was machen wir? Wir sind da für Familie und die Betroffenen, für die zu begleiten. Aber nicht nur, wir haben Kinder, und die sieht heute de Leo, wir nicht nur die Leo, wir haben auch ganz viele Kinder. Wir haben am Fongol, Dr. Pison sagt, es sind hier im Land 17 Kinder pro Jahr, die in ihre Schlag aus anderen Ursachen wie bei Erwachsenen machen. Wir haben auch Kinder. Und diesen Monat sind 22, dann haben wir Remmenkehr, wo wir die Eltern an Kinder gesehen haben zu Hunschering. Und das von 9 bis 12 gesehen wir Leute, an wo die Leute sich können hier Sorgen mitteilen, was sie brauchen. Dann sind wir Adolescenten und da haben wir auch an unserem Komitee Botschafter und da sind Junker dabei, die stellen sich noch viel und dann die viel Erwachsene, die 4 pro Tag in ihre Schlag kriegen. Und für die sind wir da. Wir sind da ab dem Moment, wo sie den ihre Schlag kriegen. Leute, die rufen uns an aus dem Spital und sagen, könnt ihr uns helfen? Und wir sind für sie da. Wir sind da ab dem Moment, wann die Leute kriegen, aber nicht nur 2 Jahre, sondern lebenslang. Das heißt, wenn eine Person nur 10 Jahre feststellt, es geht nicht mehr, dann sind wir noch einmal für sie da. Und wir sind da für hier Probleme zu lösen oder probieren sie zu lösen, mal so. Dann haben wir ein Komitee Scientifique und da sind wir ganz hilfreich, dass wir da von allen Spitälern Responsable haben, die an unserem Komitee sind. Und die gehen dann immer einmal das Jahr oder das Programm vom nächsten Jahr auch schon brett, die gefragt, ob sie wollen eine Konferenz machen. Und die machen das mit größer, wenn ich froh sind sie immer direkt dabei. Das ist ganz super. Dann haben wir als Aktivitäten, wir haben ganz viele Aktivitäten, wir haben 3 Aktivitäten pro Monat. Wir sind eine mini-kleine Equipe und wir assurieren 3 Aktivitäten pro Monat. Plus. Wir sind im Moment, wo die Leute einen Austausch können. Wir haben am Reha-Center, und da sind wir ganz hilfreich, dass wir den Direktor vom Reha-Center, den Dr. Schütz haben, den uns erlaubt, an das Reha-Center zu gehen, dass wir da Unterstützung vom Reha-Center haben. Wir haben auch vom Püttern, haben wir den Poli, den auch als zum Mondorf Möglichkeit gibt, dass man Leute können Püttern spielen, das kann man mit einem Rollstuhl machen, alles das, so sind wir ganz hilfreich, dass wir die Sachen möglich machen. Für was machen wir die Sachen? Wir ganz einfach, wie die so schön gesagt hat, es geht darum, für die Leute rauszukriegen. Die Leute sind isoliert, wir müssen sie rauskriegen, wir müssen sie kriegen, dass sie aktiv mitmachen und dass sie gesehen, ich bin nicht allein. Darum geht es. Das ist die Aktivität vom Blitz, als zu weisen, ich bin nicht allein. Ich bin betroffen, aber ich bin nicht allein. Und Familie, die hat auch die Möglichkeit, mit anderen Familien zu schwätzen. Und oft ist es so, mein Mann geht mir phänomenal auf die Geist, ich kann nicht mehr mit dem Eins gehen. Und dann sieht der andere, aber bei mir ist es selbst. Oder meine Frau geht mir wie auf die Geist. Aber allein das zu schwätzen mit einem anderen, den Austausch, Empathie, das ist für mich das Wort. Empathie ist das Allerwichtigste. Den Austausch von den Leuten, dass sie können sagen, ich bin nicht allein, ob das Familie ist oder Betroffene, die können das da machen. Dann haben wir als Aktivitäten, wir haben Leute, die rufen uns an. Und dann habe ich Leute da noch, das ist meine Sekretärinnen, die machen das super, die holen sich Zeit, das sind 4 Aussetzungen für beim Blitz zu schaffen, als das in Telefon abgeht an Zeit wird. Das heißt, es muss die Leute können nur lauschen, sie haben ein Dossier, wo sie alles abschreiben, ich kriege das geschickt und dann schwätze ich mit den Leuten 1 Stunde, um zu gucken, wie können wir ihnen am besten helfen. Und dann ist immer dasselbe, wenn ich gesehen, dass es wirklich nicht mehr geht, dass die Leute, dass die Familie an den Betroffenen Ende sind, dann offerieren wir den Leuten gratis neuropsychologische Hilfe.
Die Hilfe aus sich kostet, eine Neuropsychologin kostet 150 €. Wir kriegen es für 120 €. Und das, wenn ich zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann, 2-mal am Monat neuropsychologische Hilfe kriegt, das sie viel so. Aber wenn ich bedenkt, was Leben kostet, wenn ich über 200 € muss ausgehen, für Hilfe zu kriegen, kann ich ganz viele Lebensmittel kaufen. Und dafür ist das ganz wichtig. Leider geht das nicht von der Krankenkasse bezahlt. Und da hoffen wir, weil das Minister die hat 2 Mutzen und die wichtig ist, dass die von der Sécurité Soziale. Und wir hoffen, dass wirklich irgendwann möglich ist, dass Leute können eine neuropsychologische Hilfe kriegen. Das nicht, wenn man am Spital ist, da wird sie bezahlt. Aber wenn man daheim ist, und Probleme kommen ja recht, wenn man daheim ist, dann stellt ihr fest, dass es nicht mehr geht. Und dann, da braucht ihr einfach Hilfe. Und die Hilfe, die wird halt nicht bezahlt. Mit Hilfe kann auch sein, nur 3 Jahre. Und dann könnt ihr dafür ab. Wir kommen dafür ab. Und wir bezahlen das für uns Leute. Und oft sind Leute, wenn sie gesehen, das tut mir aber immens geholfen, dass Leute so, ich mache aber trotzdem noch von mir selber noch weiter. Als Engagement, wir sind, wie ihr wisst, sind wir ganz viel engagiert, wir sind an ganz vielen Members, und wir sind auch Fondateurs, also wir haben Members Fondateur, wo wir auch dran sind, der Flass, und natürlich die Association von den Patienten. Und da bin ich ganz froh, dass als Präsidentin Julie hier ist, weil ich denke, das ist ganz wichtig, die Association von den Patienten, für was ist das wichtig? Alle Assoziationen haben dieselben Probleme. Und so haben wir ganz viel, wir tun uns zusammen und stellen fest, das tut und hat jeder für ihn. Wie können wir das ändern und wie können wir das besser machen? Und dann sind wir natürlich bei SAFE. SAFE ist der Blitz europäisch. Und dann gibt es ISO, das ist Doktoren. Und dafür ist immer einmal am Jahr und dann nach 100.000 Mal also das permanent, das als Rufen für eine Reunion. Und uns packen wir das einfach nicht. Das ist nicht zu packen. Wir haben am Anfang alle Monate eine Reunion mit SAFE. Wenn man will, dann könnte man einen zweiten Sitz abmachen, just für die Reunion, aber das ist einfach nicht zu packen. Und nicht, wir haben das Jahr, aber das ist ein bisschen spät, wir sind aber auch am Conseil Habitat von der Sécurité Sociale, sind wir auch dabei. Dann ist es ganz wichtig, dass wir da sind für die Leute. Aber wenig brauchen die Leute, weil wir brauchen Leute, wenn wir am Spital sind. Und da haben wir sind 2000 letztes Jahr die Eichgramm CRGL, dass wir da einmal am Monat gehen, als geht eng Madame, das ist Jasmine, das ist leider heute krank, Jasmine Silbereisen, das geht beide Leute, aber just mit dem Akkord vom Doktor, von der Equipe und natürlich auch von den Betroffenen, und dann geht sie beide Leute als Schwarzmatte Leute. Dasselbe fängt man am Champ an, und du hast dann Hoffmann, wird ab diesem Monat das am Champ mischt. Und wir haben am Reha-Center dasselbe, da machen wir dann auch einen Tag. Und wir hoffen, dass wir dasselbe an den anderen Spitälern auch umsetzen können. Und ihr wisst, das so schon wie viele Jahre, das ist das wichtig, die Zertifikation. Wir sind ganz hochfrisch, dass wir Pferdesport-3 am Land 4 Stroken zu haben. Aber das geht am Anfang nicht durch. Wir sind schon ganz hochfrisch, dass wir so haben. Aber wir hätten gerne, dass die sollen zertifiziert sein. Und wir haben im Moment am CRGL rummet an Schwestern Ettebrick, die sind ganz nur bei. Und ich weiß auch, da bin ich den Direktor, den hat man gesagt, dass sie auch den Dr. Braun so, dass sie auch ganz nur bei sind. An der Scham, da haben wir auch den Dr. Ulbrich, die probieren auch das umzusetzen. Okay? Oder so. Wir hoffen, dass das irgendwie, dass wir das umsetzen können.
das immer fehlt, ist der Register. Wir brauchen ein Register. Und das wir haben selber probiert, den Klängen bei unseren Leuten zu gucken, wie weit rufen sie es an, und auch selber probieren, ein kleines Register zu machen. Dann ist es wichtig, die Faktor der Risiko. Es muss so ein Wert sind Faktor der Risiko. Natürlich das Allerwichtigste ist ein hoher Blutdruck. Der Blutdruck tut nicht weh. Das muss den Leuten beibringen. Immer, und ganz wichtig ist den Hausdoktor. Wir insistieren, dass die Leute sollen einen Hausdoktor haben, dass sie regelmäßig sollen ihre Blutdruck kontrollieren. Und dann Sport ist bei allen Krankheiten wichtig. Dafür insistieren wir auch, dass wir Sport mit den Leuten machen. Das heißt nicht so, dass ein Marathon soll laufen, wir sollen nicht mit dem Kaktus, an den Kaktus mit dem Auto rauffahren, sondern Weidewäsch fahren und sollen auch kein Lift holen, sondern der Lift ist im Prinzip immer verboten. Es soll in Treppe gehen. Das ist schon ein Anfang, für ein bisschen Sport zu machen. Da sind wir an ganz vielen, wie du just gesagt hast, wir sind noch beim IFAN, sind wir auch am Gangen, und dass wir auch an den Schulen präsent sind. Wir waren noch für rund 2 Wochen, stimmt das, da waren wir am LGE. Da haben wir noch eine Information für 50 Enseignanten. Und wir haben da auch noch, an den Deuxièmen, wo wir da auch noch am Neujahr 2-mal Klasse gesehen. Dann waren wir auch an einer Schule, aber da probieren wir auch dran zu kommen. Wir waren auf der Uni bei den jungen Doktoren, da das so ein bisschen an Versenkung verschwunden. Da muss man eine Hand drüber sehen, dass wir da können dabei gehen. Da sind wir an den Gemengen, wenn ein Gemeng als will, kommen wir regelmäßig dahin, und wir gehen auch da, die verschiedenen Formationen. Dann war beim Giro, dann auch bei dem CGDs, wo wir auch gehen. Aber für was ist das wichtig? Mal ganz wichtig, ist das tun, für das Leute den Vers kennen. Aber Tätigkeit am Klartext steht, Männer früher für die Assurance. Die Assurance Dependance und die Assurance allgemein. Wenn Leute wissen, was soll ich machen, braucht man nicht so viel Freien für auszugehen für die Leute. Dann wisst ihr, dass man den 29. also den Welttag, und wir feiern immer für Wert, wir feiern für Drun, aber ja ganz einfach, wenn ich so den 29. an dieser Woche, da sind alle in der Vakanz, dann kommen wir just heim. Also, das ist der Grund, für was wir feiern. Wir sind immer ein bisschen für Drun. Und das haben wir ein bisschen ähnlich gemacht, dass wir nur dem einem Tag ein bisschen Luft kriegen. Und wir sind dann die erste nächste Woche am Reha-Center, wo wir dann Informationen den ganzen Tag da sind. Da sind wir an den 4 Spitäler, sind wir da. Und das ist dann, wo wir Blutdruck gemessen, und das ganz wichtig. Da geht es den, das ist nicht wohl, dort die gehen kontrolliert. Und ab Montag können die Leute bei uns anrufen, für ein Rendezvous zu kriegen, für als Member. Und das Woche könnt an Zeitung, wo die Leute auch können sich melden. Und wir haben so viele Leute, die anrufen, als 2 Sekretärinnen, die stehen ab Montag Monstertrat, weil wir haben von Erdauer Raison hält den Telefon nämlich ab, weil die Leute wollen all Rendezvous kriegen. Dann haben wir an der Kinderblitz als erklärt, und wir haben mittlerweile 90 Bäckerinnen und Patissieren, die mitmachen, und nicht nur, dass sie erklären, aber wir haben einen Bäcker, der sagt, ich gebe gerne Brot backen. Voilà, also haben wir das Jahr als erstes den Bäcker Bribois, den verkauft Brot, und sieht so schön aus, ab morgen geht es los, und dass das erst werde ich Kaffee gehen, das super Brot. Und nächstes Jahr hoffen wir, dass wir nächstes Jahr, wenn ich reise, über 100 Bäckerinnen haben, die als Aktion mitmachen. Und wenn der mitmacht, dann könnt ihr 50 Centime hin und Blitz gespendet. Und die kriegt dann einen Zettel, was sind Risikofaktoren für ihre Schwer zu kriegen. Dann wisst ihr, ganz wichtig ist an den Aptikten, dass an Italien das normal, dass ich kann an eine Aptik gehen und den Blutdruck messen. Das geht es nicht, das ist nicht an unserer Kultur dran.
Wir sind nur schon 5 Jahre lang, dass wir das probieren, dass Leute können hingehen, den Blutdruck zu messen. Wir haben ganz viele Aptiken, die mitmachen, aber es fehlt Leute, haben nicht Tendenz, das zu machen. Wir probieren immer, dass das aber mehr geht. Ich denke, das ist aber ganz wichtig, für den Blutdruck zu kontrollieren. Und dann wieder gesehen, auf ihrer Seite sind da als Neurolappen, und du siehst da den Sebastian, den Maya, den Leo, und dann haben wir Maggie. Maggie ist leider operiert, kann heute nicht da sein. Und wir haben noch den Noah. Du siehst dann die alle zusammen, weil Noah ständig ist ein Kaffee. Dann haben wir etwas Neues. Wir haben wieder geschwärzt, was als, die könnt gleich, als eine Broschüre, hallo könnt ihr. Datei könnt ihr nur sicher gehen. Das ist ganz, ganz neu, aber wenn ich das aufmache, dann ist fast drauf. Aber was ist dann fast? Aber ich muss so, wenn lacht ein Kind, das geht nicht, der Mund hängt drauf. So streckt den Arm fällt drauf, so scheint wieder, klar, direkt die Ambulanz. Und hier ist dann, der Fast, an Handrut, als war das eher Risikofaktor für einen Hirnschlag zu kriegen. Das ist ganz neu, dann hier. Das ist eine Avant-Premiere. Nun können die sicher gehen. Es sind da ganz viel da. Und Jitfried kriegt so ein Matt, dass alle gehen. Und wir werden das an Spidol auch matt holen. Jitfried kriegt das heute, dass Jitfried noch definitiv weiß, wer das der Fast ist. Und nicht muss überlegen, wer das ist. Es steht heute dran. So. Dann sind wir auf europäischem Niveau. Das ist ganz interessant für Tilly, dass wir da ganz aktiv sind. Und wir sind, das ist, wie gesagt, den europäischen Blitz, den SAFE und den ISO. Und da gehen wir den Plan national, den Plan d'action AVC pour l'Europe, den ist bis 2030. Nun, aus diesen Mittwoch gouf den neue Programm vorgestellt bis 2040, auch das am Europäischen Parlament. Monique und ich selber, wir haben nicht geschafft, weil wir haben allen zwei so viel, dass man nicht geschafft hat, das nachzumachen. Aber, wie gesagt, das ist ganz wichtig, wir haben uns und das haben wir uns. Und heute sieht wo wir da waren, das ist 2018, 2019 gouf den heute Plan, den der lo gesehen hat, gouf am Europäischen Parlament deposiert an den neuen, also letzte Woche, aus den auch zu Brüssel fest, aus den deklariert gehen. Und wir sehen, wie all Jahre sind wir dann in NRW, und wenn es gut geht, dann sind wir im März, sitzen wir dann zu Stockholm, und dann hören wir, was dort Neues geht. Mit ihr wisst, der Schlag als etwas, das kostet immens viel suchen, das besonders für Madame Depré, als das tut wichtig. Und ich kann nicht Ziffern suchen, weil ihr wisst schon immer mein Problem mit den Ziffern, aber nicht ich Ziffern suchen, da geht ein Desaster, mit der tut noch ganz extra für Madame Ministerisch geduld, was der Schlag kostet. Und wir haben die Objektive von SAFE und ISO sind die high. Für dich geht es darum, Leute zu informieren. Das machen wir. Wir machen ganz viele Informationen, plus Dateien. Und dann ist es gegangen, dass in ganz Europa 90% sollen einen Stroke haben. Wir haben zu Lützeburg fertig gebracht, dass wir 100% haben. Und das ist ein großes Ehr, und das muss ich merci sagen, den verschiedenen den Direktoren von den verschiedenen Spitälern, aber besonders, ganz besonders den Neurologen, die sich dafür einsetzen, dass wir heute zu Lützeburg 100% tun, wie gesagt, nach kleinen Dingen, wenn sie alle gehen, bis sie zertifiziert sind, da sprang nicht einfach nichts zu an Blut, wenn das möglich ist. Also könnt ihr euch verhalten, wenn das möglich ist, da sprang nicht ein Blut. Und dann haben wir ganz wichtig, der nächste Schritt ist den, dass in alle Länder muss ein nationaler Plan muss da sein. Da sind wir am Gang.
Und das ist das heute. Der Parcours de Soins. Und du aus dem vom Ministère aus das gesponsert, das ist der Plan kardiovaskulär. Ja, das ist ein bisschen falsch. Wir schwätzen natürlich von neurovaskulär. Also, ich gesehen da vom INC, Monique, die Präsidentin ist, das wird so, nee, es sind Kardiologen. Nee, mir so natürlich, es sind natürlich Neurologen, die mir wichtig sind. Und da haben wir die große Chance, dass das eine Firma, die das dort ausschafft, an dat das Proxycare hier steht. Und wir haben am Fongol, wir gesehen das praktisch einmal im Monat oder so alle 3 Wochen. Und du kannst wirklich eine große Merci sagen. Du sitzen alle 3 Wochen, sitzen von allen Spitälern responsabel, Doktoren sind da, die Neurologen, die schaffen. An ihrer Freizeit, also en plus schaffen, machen sie dort noch. Also du kannst immer so einen großen Respekt für all denen Responsablen, ob das an den Spitälern ist, ob der Reha-Center ist, ob Mondorf ist. Alle sind präsent und schaffen drin. Aber was geht es? Es geht darum, dass wir die berühmten Lotsen kriegen. Was ist der Lotse? Aber ja, wenn ihr bedenkt, dass 64% haben immer noch schwere Probleme. Und da geht es darum, für zu helfen, wenn er schlecht hat, wissen nicht, was geschieht. Sie wissen nicht, wen ich mich soll wenden. Wie geht es weiter mit meinem Führerschein? Ich habe keinen Führerschein. Was muss ich da machen? Wen hast du für responsabel? Wen hast du für, wenn ich bei einem Doktor gehe? Verstehe ich nicht, was ein Doktor sieht. Du hast die Lotse, die geht mit bei den Doktor und erklärt den Leuten, was ist das Problem, Weg, verstehe ich, was wird die gesagt. Die Lotse ist am Fongol vom ersten Moment, wo die Leute ans Spital kommen, bis ein Jahr sollen die Leute zwiebelt gehen. Was bringt das? Evident, wenn ich weiß, ich schon zu hohen Blutdruck. Schon immer Leute, die mir anrufen, die sagen, ich habe Flammert in den Medikamenten, ich hole keine Medikamente. So, macht wie du willst, mir ganz sicher, wir sehen das eine Minute zurück und dann hat noch einen Hirnschlag gemacht. Die können einfach sagen, ich habe mit den Medikamenten. Mir das ist toll, für zu sagen, ich bin übergewichtig, ich muss etwas machen. Und du brauchst einen, den lädt, und das ist der Lotse. Der Lotse, den einem weiß, wie kann ich mein Leben anders machen, und wie kann ich verhindern, dass ich noch einen Schlag kriege. Und dafür ist der Lotse da. Der Lotse ist aber, da gibt es verschiedene Kriterien, wo ich kann kommen und nicht kann kommen. Das ist just für euch zu sagen, ein bisschen kompliziert. Aber was ist der Zweck von dem Lotse? Der Zweck ist davon, dass die Leute sollen reintegriert gehen. Dass sie können schaffen können. Weil das werdet an viele Leute, die hier sitzen, die eventuell schon an der Pension sitzen, wissen, was das heißt, wenn ihnen abhaut oder mal keine Rolle mehr hat. Wenn ihnen null, also nicht mehr für die Gesellschaft responsabel, also kein mehr interessiert ist für euch. Die zählt nicht mehr für die Gesellschaft. Und dafür ist es immer so wichtig, für die Leute zu integrieren, dass sie sollen, aber nicht mehr 20%, dass wir das können schaffen können. Weil wenn ich kann dabei schaffen können, dann gehören ich zur Gesellschaft. Schon eine Stelle wert. Und das ist das, was wichtig ist, die Stelle wert an der Gesellschaft. Und wenn ich kann schaffen können, dann ist mein Wie geht mir groß und ich kann mich besser integrieren, als ich noch mehr autonom. Wir haben wie immer neue Projekte. Wir haben neue Projekte und wir sind ganz, ganz hilfreich, dass wir das dieses Jahr mit dem Reha-Center machen. Und da haben wir ein großes Projekt, da geht es um Bewegung vom Arm. Die meisten haben Probleme hier im Arm, die immens weh und Bewegung ist ganz speziell. Und hier haben wir etwas, was wir zusammen machen. Also wir haben 2 Projekte. Den einen ist über das Participate Arm.
Und ihr könnt den Video, wenn ihr nicht so gehen, da guckt ihr bei uns im Internet, das ist ein Projekt vom Dr. Pereira, und du kannst ihn sich melden. Die Projekt, die wird von der Krankenkasse bezahlt, was genial ist. Und wo die Leute können hingehen, all weitere Informationen sieht auf unserem Site. Den anderen Projekt, das ist den heute Projekt, das ist den Atelier de Marche. Das heißt, auch vom Reha-Center können Leute hingehen und können gehen. Und dann ist der Dr. Chantrain, der guckt, wie er kann, was er kann machen, dass die Leute besser können sich bewegen. Du hast am Fongol 3 Projekte, an den dritten das den, wir haben 2 Projekte über den Arm und Bein, und dann haben wir auch den anderen als über der Aphasie. Wir sind ganz genau sind 3 Wochen an einer neuen Gruppe, das ist die europäische Gruppe für Aphasie. Und für uns ist es ganz klar, für uns ist der Blitz hat die 2 Dimensionen. Wir haben an vielen Ländern gibt es das nicht, die haben just Aphasie und nicht den Schlag, aber für mich gibt es das ganz. Wir haben die 2 Sachen zusammen und dafür sind wir ganz neu an der neuen Organisation, wo wir dann und das ist den absoluten Hummer, den 20. haben sie die erste Kehr, stellen sie ihren Aphasie dafür. Aber das packen wir nicht. Sie haben gesagt, nächstes Jahr sind wir dabei, aber das ist unmöglich. Das habe ich gekriegt für 3 Wochen. Das packen wir aber so nicht. Dann haben wir ein zweites Projekt, das ist den fängt ab Januar an. Und das ist mit der Dr. Juliana Ferreira. Die ist am Gangen zu gucken, was für Aphasie-Tretementer gibt es überall, und zwar weltweit. Und sie ist am Gangen, etwas Neues auszuschaffen. Und ab Januar wird mir mit hier und dem Ganzen schaffen. Und da hoffen wir, dass der Reha-Center auch dabei ist. Und natürlich alle Orthophonisten, dass sie auch dabei sind, dass wir da schaffen. Die nächste Video. Das ist ganz das heute. Da haben wir eine Karte d'Aphasie. Die können Leute bei uns bestellen. Auch da große Merci an das Ministerium, die uns da unterstützen. Das heißt, Leute suchen ihre Nummer etc. Eine Kontaktperson. Muss ich nicht Member gesehen, aber Leute können uns das geben. Die wird plastifiziert und Leute können das Team geschickt. Nicht, dass du irgendwie etwas machen kann. Und dann, zu guter Letzt, haben wir als große Kampagne Kachen mit engem Arm. Und das ist einfach, könnt ihr euch vorstellen, die hat just einen Arm. Und wie will der die hat just die Linkshand. Und wie will der ein Grumper schälen, wie will der ein Menü machen. Das ist wirklich ein großes Problem. Also haben wir 4 Leute gefragt. Und die 4 Leute haben gekocht. Und ich hoffe, dass das Video geht, weil das für ein ganz traurig. Aujourd'hui, on va préparer une salade de betterave aux pommes vertes, feta et noix de pécan. C'est bon. Sinon, ça fait de la purée après. Also heute machen wir Penne alla Carbonara. So ein Parmesan-Fan. On a choisi une recette typiquement italienne, donc ça va être une minestrone. Heute machen wir Weinsauce mit Rompre Gratin. Très bon appétit. Merci. Prost! Und gesehen werde ich als kapabel sind zu machen, mit einer Hand und trotzdem eine Beeinträchtigung. Moi, j'ai que la main gauche. Hein. Vous avez bien vu. Hein. Ein große Merci den 4, die da dort in die Aventur gemacht haben. Das unterstützt von der Gesundheitsminister, für das unterstützt, und besonders mit guten Traum vom Reha-Center. Und ich meine, dass die können
für den Welttag könnt ihr auf RTL die Minute an. Nächste Woche könnt dann die 4 Videos, wo auch 5 Minuten sind, wo ihr seht, wie sie gekocht haben. Und das wird wirklich immens schön. Und ich meine, ich kann wirklich mit ganz überzeugt sagen, das sind absolute wunderbare Video. Große Merci denen für. Voilà, merci. Große Merci und dich, Chantal. Viele Projekte kommen auf ihr, weißt du, einfach nur genial auch zu sehen, dass ein kleine Kipp wie den Blitz ASBL, dass das so gut funktioniert. Also ihr alle gut, ich gesehen habe die paar Gesichter, die ich mittlerweile kenne, ihr mal für einfach mal so ein kleines Merci hier vorbei. Ein Gastredner ist Aljoasheimer dem Programm an Dr. Monique Reif, ihren offiziellen Titel als Neurologue et médecin directeur du pôle Neurosciences et appareil locomoteur du CHL. Sie ist quasi Aljoas mit dabei als Gast bei der Konferenz präsent und unterstützt Blitz ASBL schon seit Jahren. Aktiv als Teil vom Komitee Scientifique begleitet sie Chantal auch auf internationalen Konferenzen und Seminaren über den hier Schlag, die von Sevan ISO organisiert gehen. Dr. Reif unterstützt Blitz mit ihrer medizinischen Expertise und ihre praktischen Erfahrungswerte am Terrain. Ja, an der Stroke Unit am CHL zum Beispiel am Kader vom Plan National Maladie Cardio-Neurovaskulär a vu langwierige Projekten wie der Abfeierung Humorolograt gesehen für sogenannte Schlaganfall Lotsenheit zu Lützeburg. Dr. Monique Reif, ich freue mich lo auf Ihren Vortrag. Bon. Merci Chantal. Das ist natürlich ganz schwer, noch so viel Energie, hier im Pult, noch so viel irgendwie Übergang zu finden zu einem Vortrag. Fand ich immer schön, weil das fast von Blitzdatei und dafür ist das einfach flott gewesen, für alles zu sehen, mal ein Teil zu sehen von dem, was er gemacht hat. Ich meine, das war ja nicht mit Spitz vom Eisberg. Vielmals merci an Blitz und Chantal, für dass die Endurance hat. Und das auch immer am schönsten gesehen, dass effektiv ganz viel dieselbe Leute immer im Haus sind, das heißt, die bleiben drin, das ist wichtig, weiter für zu kämpfen. Ich meine, wie José Loche, das ohne das können sich den Tag schon gut mir vorstellen, geht einfach fest dazu, vielmals merci für die Unterstützung. Madame Depré, ich meine, das ist immer ein wichtiges Signal, dass Politik daran interessiert, dass wir ohne Politik kommen wir nicht führen. Merci und alle Guten, die da sind. Voilà, ich denke, für drunter geschwart den Giovanni Maio hat plädiert für ein menschlich Medizin. Das sicherlich das, was uns auch am Alltag ein bisschen fehlt. Wir sind an der Hektik, wir sind am Stress und für die Menschlichkeit raus zu kristallisieren, das ist so ganz schwer. Giovanni Maio hatte ich auf den Flughafen gefordert und ich habe gefragt, ob er dann eine Idee hat, wie ihn das Kind wie menschlich gestalten. Und hat aber darauf keine Antwort. Du warst ein bisschen verzweifelt. Aber bon, wir bleiben aber drunter, wir gehen nicht doppelt, solange so Leute gibt wie Chantal und Blitz an der Benevolat. Ich meine, das muss ich wirklich schnell streichen. Das möchte einfach die Menschheit aus, für einfach Willen zu helfen. Bon, ich probiere dann den Übergang zu meinem Topo zu finden. Sind 2 Themen, den Schlag und Migräne sind 2 Themen, die meine ganze Energie schon die letzten Jahre gebraucht haben. Und das ist natürlich umso mehr spannend, dann das Ganze an den Topo zu packen, weil es gibt aber schon einen Zusammenhang zwischen den 2. Aber keine Angst, ich werde mich schnell dadurch schaffen, weil sonst geht es den ganz langen Tag. Gerne immer und ich denke, Porto wird über das Thema. Ich meine, da kann ich mich ausführlich an mehr Fragen stellen, weil das geht heute auch ein bisschen eng für noch viele Fragen zu stellen. Voilà, das ist das Menü, ich werde ein bisschen über den Schlag, ein bisschen über die Migräne an die 2, wie sind die verbunden. Aber ihr kennt das, dafür halte ich mich nicht mehr da ab. Den Schlag, da gibt es die 2 Varianten. Ein oder geht so, da geht ein Territoire zellige Futti, wo kein Sauerstoff könnt, und auf der anderen Seite von den oder Futti führt an Blut an Gehirn tritt, dann
könnte zu Symptomen, die bei all Patienten verschieden sind. Das hängt ganz davon ab, ob wir im Territoire der Schlag geschieht, wird Gehirn oder aber Territoren, Spruchzentrum, die Motorik, Sensibilität. Natürlich sind die all eng liiert an dafür nach auf dem Punkt muss ich fairerweise so einem Chantal seine Energie könnt ihr aus einem Desatoire selber wie hat behandelt gehen also an der Spideler will hat eine Aphasie eng schlimm Aphasie also Chapeau Chantal für den geriert weil du war bald nicht mit davon zu merken dafür also schon nicht abgehen weitermachen fabuleux dein Friedflosshaut also Chapeau, weil das nie abgehen, trainiert weiter, bleibt drin, das lange Weh, nur einem Schlag rumzukommen. Aber es lohnt sich, wie ihr gesagt. Voilà, da sind wir nach ein Kehr an den verschiedenen Symptomen, das ist immer dasselbe. Die Motorik muss kontrolliert gehen, Spruch muss kontrolliert gehen, Sensibilität. Heinz ist ganz komplex, weil das Gucken beeinträchtigt, das Gesichtsfeld beeinträchtigt, das an Heinz ist es einfach ganz schwer zu erkennen, dass ein Schlag da ist. Was aber immer ganz wichtig bleibt, der Schlag der kommt plötzlich, das ist ein Notfall und da gibt es keine andere Möglichkeit, wie just den 112 zu rufen. Da gibt es nicht evaluiert, soll ich bei den Hausdoktor gehen oder nicht evaluiert, soll ich mich nur in eine Urgence setzen, wo ich 5 Stunden muss warten, weil das hoffentlich können zu so und das käme mit einem Schlag an einer Urgence 5 Stunden wartet. Aber da geht alle Minuten zählt an, ich meine, dass man das alle Kliniken relativ gut hinkriegen. Ich meine, wir sind alle Menschen, geht mal mehr oder minder gut, aber ich meine, das aber kann ich so und das lebt. Den Schlag ist, wie schon so oft hören, ein Blitz, den abschlägt und dann das Leben von einem Moment auf den anderen ernst. Der Schlag bleibt eng von den größten Ursachen vom Handicap und mit dem muss ich da leider an dem Leben weiterkommen, wo wir schon hören, wir sind eine Leistungsgesellschaft und oft fällt den dann du aus der Leistungsgesellschaft ein bisschen raus und fällt den oft, also das sind vom sozialen Leben ganz oft ausgeschlossen. Voilà, das heißt, du hast einen großen Unterschied mit der Migräne, der Schlag, der kommt plötzlich unerwartet und dann hast du da und dann muss ihn irgendwie ihrem Fuß fassen, irgendwie ihrem Einzige mit den Symptomen, die durch den Schlag entstanden sind. Das war der Schnellzug durch den Gehirnschlag. Für zwei wird auch dann über Migräne zu verlieren, Migräne beschreiben. Migräne ist ein Wort, das alle Menschen kennt. Mir alle Menschen assoziiert ein bisschen mit dem, was man auf dem Bild gesehen hat. Migräne ist ein Schlein am Deistren, ich war gimmisch, der Kopf tut furchtbar weh. Das ist das, was ich immer rumhören. Und muss ich aber fairerweise sagen, auch das gehört zur Migräne. Mir Gott sei Dank ist das nicht immer unter Tagesordnung. Aber was ist am Anfang eine Migräne? Eine Migräne ist einfach ein Kopfweh-Krankheit. Alle Menschen überlegen nämlich immer, wo kommt dann die Migräne hier? Wie war tun ich dann heute schon im Kopfweh? Oder was das wieder? Ich bin noch mit, ich habe mich gestresst, ich habe nicht gesund gelebt. Und da erkläre ich mir selber, dass ich im Kopfweh habe. Mit Migräne ist eine Krankheit, die möchte immer im Kopfweh. Und muss ich noch gar nicht überlegen, wie was die Kopfweh dann könnt. Wir unterscheiden zwei große Gruppen, Migräne ohne Aura und Migräne mit Aura, ich erkläre das noch ein bisschen. Der Lärm am Schlag, den es betrifft, aber vor allem Migräne ohne Aura. Weil Migräne mit Aura. Weil Migräne ohne Aura, aber mir häufig ist, und auch einen großen Leiden damit verbunden ist, verlieren ich aber auch pur Wort über die. Das heißt, das ist eine chronische Krankheit, die ihn hat, die ihn hält, mit der er noch muss leben, die schleicht sich normalerweise so an das Leben ran. Das ist ganz anders wie bei einem Schlag. Heinz, du hast in der mal Kopfweh, da so ein Patient immer, ja, wie alle Menschen, aber nach lang nicht alle Menschen hat Kopfweh. Das ist so normal, dass ich aufhängt, wenn ich jung bin, bei der Regel mal Kopfweh kriegen, dass ich, wenn wir da ändert Kopfweh kriegen, ich erkläre mir das immer irgendwie. Mit betrifft enorm viel Leid und das ist ein große Fleau an der Gesellschaft, weil auch die Idee, wo ich Kopfweh hat, also einfach nicht sich selber und das ist nicht produktiv, das ist nicht leistungsfähig. Ich sehe da Zahlen, Prävalenz, wie viel Prozent von der Population Migräne haben. 14,4 steht da. Es sind über 10, das geht nicht durch, weil ganz viele Leute laufen mit der Migräne durch Leben und wissen mal nicht, dass sie haben. Und tut noch ganz verschiedene Statistiken nach verschiedenen Ländern, aber das ist einfach
hängt dummer dazu summen, dass nicht ganz echt geholget immer noch nicht an, dass einfach nicht viel Etüden drüber gemacht in aus epidemiologischer Sicht. Das ist natürlich eine Krankheit, die Frauen mehr häufig betrifft, die Männer. Ein bisschen so kränkt von den hysterischen Frauen. Die hat das Remändisch, tut drin sing Migräne. Also da sind wir nicht weit davon weg, das bleibt leider so. Betrifft aktiv Jungfrauen, das heißt, Wildhormonen einfach ein ganz wichtige Rolle spielen. Wie verhält eine Migräne sich? Die hat so verschiedene Phasen. Eine Migräne weist sich mit Anfangssymptomen, wir nennen die Prodromen. Das kann Müdigkeit sein, Irritabilität, da verdrohen die Spotten, die man an Gesicht nicht so richtig, weil das dann weh oder ich muss vielleicht gabsen, ich sehe schrecklich mit und ich weiß nicht wie was. Das sind berühmte Prodromen, die ganz oft gar nicht richtig zugeordnet gehen an die Patienten, gar nicht wissen, wo die hier kommen. Dann gibt es eine Aura, das sind neurologische Defizite, die entstehen, die aber nicht bei allen Migränen sind. Und Migräneattack dann mit dem Kopfweh, mit Übelkeit, Konzentrationsstörungen, nur Skalafen da können Tränen, ich sind schrecklich schmied, ich komme nicht von, wie hat ein Patientin gesagt, ich komme mal nicht über die Strehhalm, weil einfach ihn völlig krank mischt. An die Phase von der Migräne, die kann 4 bis 72 Stunden dauern, das ist das nicht selten, dass in 3D an einer Migräne hängt. Und du noch also ziemlich geredet nach von so einer Migräne, das ist so ein Zyklus, den sich immer wiederholt. Das ist eine ganz komplizierte Krankheit, die Spuren ist schon lange in dem Bild gesehen, wie kompliziert die Krankheit ist. Man ordnen zum Beispiel die Prodromen dem Hypothalamus zu, und das ist eine entzündliche Reaktion, die lernt den ganzen Nerv Trigeminal lebt. Das ist die ganz viele Strukturen am Gehirn, die unter der Attacke-Krankheit teilholen, aber fängt an, ein Teil, ob man es davon zu verstehen, aber noch lange nicht alles. Das Problem bei so einer Migräne ist, dass sind immer 4 und einer Migräne, an einer Migräne oder nur einer Migräne, mit nur einer Migräne, als 4 und einer Migräne. Das heißt, das ist schon eine Krankheit, die auch einen großen Impact auf das Leben hat, oft, wie gesagt, junge Frauen, die Familie, die ihre Beruf machen, die wollen Familie gründen, und oft dann mit Kopfweh, ich soll mal da hängen, mehr aber oft sich nicht hängen lassen, weil Migräns auch im Gegend, was das Stigma sieht, Patienten mit Migräne, die schaffen mit ihrem Kopfweh, die fehlen nicht auf der Arbeit, außer was sie wirklich gar nicht mehr sich abgerappt kriegen. Aber die meisten Leute, die mit Kopfweh schaffen, und leiden dadurch ziemlich. Das bekannt, dass Migräne gibt so ein großes Burden of Disease Scale von den chronischen Krankheiten. Und Migräne ist am Anfang bei jungen Frauen an erster Platz. Das ist die schlimmsten chronischen Krankheit an dem Sinn, die Burden of Disease Scale ist gemacht, Matthias Loss of Disability. Mein Handicap oder den det mich Zeit verlieren, den det mich Jahre verlieren. Und du hast bei den jungen Frauen Migräne an erster Platz, nach vom Rückweh aufgrund der Depression. Für so einfach wie häufig das. Schon haben ganz viel von der Fragen geschwärzt, oft hören ich dann eine Woche hier, was meint da, wenn in so eine Migräne als Mann hat, da geht die gar nicht dicht geholt. Was wahrscheinlich auch voraus. Hier ist einfach von einer zu weisen, dass Statistiken ändern, egal wo in Nosische geht, das ist immer eine andere Statistik, das ist eine andere Statistik an den Ländern. Da sind zum Beispiel an Südamerika werden Migräne am häufigsten, das ist aber manchmal nicht so. Ich meine, das ist einfach Brasilien hat sich immens angesagt, für die Migräne zu recensieren, und dadurch meine ich einfach mehr Leid von, wie die anderen das Gesicht tun. Hier haben wir nach einmal den Gender-Problem, das heißt, Männer sind da viel Männer, aber vielleicht schlafen aber noch ganz viele Männer mit Kaffee durch die Gegend, die nicht wissen, dass sie eine Migräne haben. Und bei den Frauen kommen wir teilweise bis auf 25%. Das ist enorm. Das heißt, hier im Saal gehen nicht ganz viele Migräne, neben den Leuten, die leider auch einen Schlag haben. Das wie gesagt der großen Fardeau, den ein Migränspatient mit durch sein Leben schläft, aber
dat wie man für Chantal, ich hatte dem Chantal dat schon erzählt, wo wir an Italien op engem Migränzkongress waren, war so ein Professor, der Professor Brabanti, der gesot huet Migränöen, das wie Ferrarien. Dat heißt, die sind immer aktiv, immer sind immer hun immer nach eng Idee bisse wie Chantal, wat jo migräneux ist. Dat heißt, de Problem ist hun den Ferrarien so eng Peugeots Batterie. Ze fallen mo immer Maus. Ne? Voilà, lo kommen dann aber an den Punkt von der Migrän-Mat-Aura, den am Thema haut das war das ein Zusammenhang mit der Migrän an den Schlag. Migrän-Mat-Aura, das sind ganz oft Sehstörungen, die dem Kopfweh vorausgehen. Teil so ein Foto, Tisch, gesagt den Hein zu so farbig zacken, gesagt den blötzert, gesagt den allmählich Sachen. Wir nennen das positiv Symptome, die oft an einer Migrän sind oder so Kaleidoskop, Bilder, Flimmerskotomen, Fortifikationen genannt, wahrscheinlich will dem Wobonsing also ausgesehen. Das heißt, das was die häufigsten Aura von einer Migrän ist. Da man nach so ein Bild eben noch mit Fortifikationen nach farbischen Bilder. Was geschieht bei so einer Aura? Das ist eine Depolarisation kortikal, das ist so eine elektrische Welle, die lebt über das Gehirn, die startet meistens Hannen am Gehirn, was so blau ist, das C-Zentrum. Wir wissen aber nicht, wie weit. Wir kennen das Phänomen seit 1954, aber wir wissen nicht, wie weit das geht. An die Welle, die propagiert sich dann über das ganze Gehirn oder bleibt Hannen beim visuellen Sturm. Das sind die Leute, die just so Sehstörungen haben, aber kein anderer neurologisches Defizit. Und wenn die noch 4 geht, über den sensiblen Kortex oder über den motorischen Kortex, ist das selten, bis zum Spruchzentrum, da könnte schon mal für, dass ein Patient für dich nicht gut gesagt und dann fängt der Name an zu kribbeln und du noch kannst dann noch nicht richtig schwätzen. Das ist dann so ein komplett Aura, die aber ein ganz anderes Phänomen ist, wie nicht können Durchblutungsstörungen beim Schlag. Das ist eine elektrische Welle, die so progressiv mit 2 bis 5 mm an der Minute sich weiter bewegt. Aber wie gesagt, Ursprung nicht bekannt. Die Aura, wenn Patienten sind Mat-Aura, die reiht sich nur die Prodromen an. Es sind aber auch ganz viele Patienten, die eine Migrän-Mat-Aura haben, die immer von den Prodromen am Anfang nicht zu zählen wissen. Das heißt, Migrän-Mat-Aura ist wirklich noch eine andere Entität wie Migrän ohne Aura. Voilà, die Relation zwischen den zwei, da will ich just 2 Punkte wirklich auf 4 heben. Effektiv, eine Migrän-Mat-Aura, die erhöht das Risiko für den Gehirnschlag. Das heißt, wenn ich Patient bin mit einer Migrän-Mat-Aura, habe ich ein doppeltes Schlagrisiko. Das ist etwas, wo man vielleicht in Zukunft noch mehr darüber schwätzen, weil das betrifft vor allem Jungleute. Ich meine, Migrän muss man viel mehr nach, auch erfrohen bei Patienten, Jungleute, die Schlag kriegen. Weil es sind immer noch ganz viele Gehirnschläge, wo man keine Ursache fanden. Ich weiß, Dr. Droste, die kann man bestimmt so, bei wie viel Prozent man keine Ursache fanden. Die Kryptogenen, wo man nicht fanden. Ja. Das heißt, das einfach will man noch nicht wissen. Das heißt, da als Remenke, wo immer an der Medizin muss ein bisschen demütig bleiben. Wir erklären zwar ganz viele fabulöse Sachen, aber es sind einfach noch ganz, ganz viele Sachen, die man nicht wissen. Aber wohin muss relativ bescheiden bleiben. Das heißt, dafür bei Jungen, wir hatten effektiv viele Patienten noch mit Gehirnschlag, wo man dann auch mehr nach gekreusiert tun, ob ein Migrän da ist und so weiter. Und dann sieht man an der Richtung auf alle Fall weiter. Pathophysiologie davon ist nicht bekannt, dafür spuren ich Detailer. Was aber auch immer ein Thema ist, das der berühmte Foramen oval. Der Foramen oval, das ist so kleine Lächelchen am Herzen, tun wir eigentlich bei allem, wenn wir auf die Welt kommen, aber was dann so geht. Wie bei ungefähr 20% von Leuten, Dirk, du verbesserst mich, wenn meine Statistiken nicht ganz korrekt sind. Ich bin froh, den Dr. Droste zu hören, den hat das immer ganz im Schirm. Das ist aber so, dass bei migräneux Mat-Aura da mehr oft so ein Foramen oval, den abbleibt, den natürlich auch kann eine Ursache von einem Gehirnschlag sein. Und dafür sind die Statistiken ganz interessant.
Die Population, wir haben 20-25% von Leuten haben so ein Lächelchen am Herz. Wenn ich aber Migräne mit Aura habe, da sind da schon 50-60%. Wenn ich ein Migräneux mit Aura habe, den einen Schlag gemacht hat, da fand ich an 93% von den Fällen so vor am Fall. Was einfach ein starker Hinweis ist, dass das irgendeine Relation hat, dass der Gehirnschlag embolisch ist, das heißt, der kleine Gerinnsel kann durch das Lach sich echapieren und dann eng oder am Kopf zusetzen. Aber auch das alles noch nicht ganz genau elucidiert. Wir mengen noch, dass Migräne mit Aura auch teilweise Probleme kann und der Gefäßwand um Endothel, die bandigsten Gefäßwand, an auch verschiedene Herzkrankheiten, die auch noch nicht ganz erklärt sind, sind auch mehr häufig bei Migräneux mit Aura. Wo ich wirklich darauf aufmerksam machen will, dass wenn eine Migräne mit Aura hat, das heißt, wie schon erwähnt, oft Jungfrauen, wenn wir wissen, an den letzten Jahren gibt darüber ganz viele Etüden, dass wenn ich eine Migräne mit Aura habe, an Östrogenen anholen, dann geht mein Schlagrisiko exponentiell an die Luft. Das heißt, dafür ist es so wichtig zu wissen, ob ich eine Migräne habe, das ist wichtig zu wissen, wer da Menge Pill dran ist, an evitieren, wenn ich eine Migräne mit Aura habe, für Östrogenen zu holen. Das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Das heißt, es gibt einen indirekten Zusammenhang mit Migräne und Schlag. Welchen können wir nicht genau so, wir können just Statistiken bringen. Es gibt aber auch natürlich das Problem, dass Migräne ähnliche Symptome kann machen wie ein Schlag. Das heißt so, dass ich, wenn ich migränös bin, ob ich nicht mehr gesehen, dann denke ich, eine Migräne, und mich dann nicht frei genug melden. Und das ist wirklich auch ein Problem. Oder ich kann zum Beispiel nicht schwätzen. Und ich meine, es wäre eine Migräne. Und ich warte da mal auf, ob die Migräne fortgeht. Und ich melde mich zu spät am Spital, wenn ich dann merke, das ist aber auch nicht wie sonst. Dafür, das den anderen Zusammenhang zwischen Migräne und Schlag, wo wir ein bisschen probieren herauszufinden, wie können wir das differenzieren, das sicherlich ein Punkt ist, dass ein Schlag sicher immer plötzlich kommt. Migräne ist mehr, wie man die Welle gesehen, so etwas, was progressiv sich aufbaut, was los so geschlagen am See fällt und dann sich ausbreitet. Aber das ist leider keine 100%-Regel. Das heißt, da sind verschiedene Sehstörungen, das heißt oft beim Schlag, also ein Teil vom Gesichtsfeld ganz fort, aber der Patient realisiert man nicht so unbedingt. Bei der Migräne Nummer mehr, wie man so die Positivsymptome, wo man so komische Sachen gesehen oder die Fortifikationsspektren. Da also ein bisschen eine Statistik für ein bisschen rauszufinden, positive Symptome sind mehr häufig bei der Migräne, wie negative Symptome, die sind mehr häufig beim Schlag. Mit der sieht und der Grafik, dass es keine 100% Regel gibt. Dafür, dans le doute, wenn man nicht wissen, was geschieht mit mir, dann leben 112 Enke zu viel gerufen wie Enke zu Mann. Das ist auch nicht selten, dass ein Doktor sich dann auch ganz schwer tut, weil das da dann los. Ich kann mich noch genau an einen Patienten erinnern, der kaum ran, der konnte überhaupt nicht mehr schwätzen. Und wir haben wirklich Gas gegeben, für natürlich so schnell wie möglich zu sehen. Aber wenn du bist fromm IRM-Stungen, du hättest dann noch nach da übergehen, weil der Kopf so weh hat und du sollten, hey, schon eine Migräne. Du konntest noch schwätzen. Da gibt es viel der Geschichte, wo man natürlich immer ganz beruhigt sind, wenn es kein Schlag ist. Aber das ist aber nicht selten, dass man auch die Leute thrombolisieren. Das heißt wirklich Therapie vom Gehirn Schlag machen für die Gerinnsel abzulesen, lieber enke zu viel Therapie, doch wie enke nicht genug. Das ist effektiv so, dass als Medikament ein Patient, der Migräne hat, nicht necessairement viel Gefahr bringt. Ich will mich noch nicht so viel da abhalten. Wir klassifizieren Kopfwehen an einer International Classification of Headache Diseases. Und auch die Migräne hat eine Klassifikation. Da sieht er schon eine lange Familie von der Migräne, was das alles kann Matze sprengen. Da gibt es ganz verschiedene Formen. Und dann haben wir aber dann da die komische Entität vom AVC migräneux, wo ich noch nicht genau weiß, was das ist. Wir wissen just, dass den oft effektiv am Sehzentrum auftritt. Und
Die Klassifikationen ändern aber all paar Jahre, das ist die International Classification of Headache Disease Nummer 3, Nummer 4 als an Abisch, da sind sicherlich auch schon fließt mehr von dem, was wir wissen, an die neue Klassifikation ran, die aber nach wird ein bisschen dauern. Falsch wie? Voilà, das heißt, du hast effektive Schlag, den als AVC migräneux klassifiziert, das heißt oft am Sehzentrum, oft bei jungen Leuten, bei Leuten, die Migräne eben mit Aura haben. Da sind so ein bisschen als Hypothesen, wo könnte den Zusammenhang hier, dass der Migräneux mit Aura mehr auf den Schlag kriegt wie den ohne Aura. Bon, die Depolarisation kortikal, die ist natürlich auch verdächtigt von einer Hyperperfusion, also verdächtigt fließt viel Blut, und da fließt nicht mehr so viel Blut durch, aber das allein geht nicht durch, also muss ich auch nicht fertig, wenn migräneux ist, dass wenn eine Aura kriegt, dass dann dem Moment schlaggefährdet ist. Das ist nicht der Fall. Das ist wahrscheinlich eine genetische Prädisposition, die mitspielt, an eben auch die Bandwand von den Oderen, hat vielleicht ein paar pathologische Veränderungen, die anderen nicht tun, an auch eben als Blutblätterscher spielen eine wichtige Rolle, sowohl am Schlag wie an der Migräne mit Aura. Bleiben weiter viel Fragezeichen. Wir sind ganz aufmerksam gehen ob den Zusammenhang von allem bei Gehirnschlag bei jungen Leuten, an den sicher vielleicht ein bisschen mehr Bredlo für Löser den Teil von der Gehirnschläge, die nicht erklärt sind, Löser können mehr zu erklären, und da geht es natürlich dann auch immer darum, zu prävenieren, dass wir können Gehirnschläge vermeiden. Das wäre natürlich das, was wir als wünschen. Voilà, Take-Home-Messages sind, ich will sicherlich keine Panik machen, wenn in ein Migräne mit Aura hat, und dass jung und hat sonst keine Risikofaktoren, dann ist das Schlagrisiko verdoppelt. Wir wissen, dass an dem Alter ein ganz minimales Schlagrisiko hat, als eine Verdoppelung keine Katastrophe. Also dafür keine Panik, wenn ich ein Migräne mit Aura habe. Wenn ich eine Migräne mit Aura habe, geht es umso mehr an der Prävention darum, Faktoren Risiko zu vermeiden. Das heißt, mehr Blutdruck zu messen, das heißt, gesund essen, Sport treiben, mich gesund ernähren, nicht fummen, an eben auch wie in diesem Fall ganz klar keine Östrogenen holen. Voilà, das war mein Schnelldurchlauf durch Schlag an Migräne. Natürlich viel zu schnell für all die Leute, die Schlag haben mit Aphasie. Aber wie gesagt, gerne sind ich immer im Brett über das Thema, was sicherlich ganz viele Leute betrifft, auch an Kader von Portouverten zu schwätzen. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Ein dicke Mercionier, Dr. Monique Reif, ganz interessant. Schon wirklich, ja, einfach interessant. Mir fehlt ein bisschen viel, da muss ich ganz ehrlich so, weil es ganz viel Info da beim Kuh waren, und aber ob ein Mann näher durchbricht, wie ich da noch kein verstehen. Voilà. Wir kommen so los in den Schluss von diesem, wie hat ihr für Druck gesagt, fest, aber vom Blötz, ne? Kann ich schon ein bisschen so nennen. Und so ging ich das Chantal dann auf die Bühne. Nee, nein, keine Musik. Dann wird geändert am Programm. Na, lauscht mal eine Musik, und dann gehe ich dir das Schlusswort hier noch. Merci.
Vielmals merci für dieses schöne Moment, Remo Cavallini. Vielmals merci. Lang das Jahr auf der Bühne, normalerweise ja zu zwei, war aber auch ganz, ganz agreeabel. Voilà. Wir sind aber am Ende gekommen. Ich rufe noch ein Chantal auf die Bühne. Ich will euch aber ein alle merci sagen, dass der Interesse gewiesen hat, an hinkommen sind. Alle Betroffenen wünschen euch wirklich Courage, Leute in ihrer Seite, die euch unterstützen. Plötzlich SPL ist ja sowieso, das tun wir heute die ganze Zeit hier hören. Den anderen auch an den Betroffenen eine gute Gesundheit, soweit es nicht mehr möglich ist. An dir Chantal Mattinger ganzer Lever-Equipe, die auch immer so fern um die, also große Merci, dass ich von hier sind. Bis nächstes Jahr, hallo, lass nicht tun, dem Chantal Keller. Vielmals merci. Als allererst, der Raul, die wird mal noch etwas dabei machen. Das ist der Toten. Ein große, große Merci und all denen, die so sind. Madame Depré, dem Monique, dem José. Und dann all die als geholfen für heute da das so zu kriegen. Und dann ganz wichtig, die Neurologen, all den Doktoren, die hier am Saal sind, aber auch denen Orthophonisten von Kinen, die hier auch am Saal sind. Vielmals merci. All denen Leute und dann das Allerwichtigste Komitee. Weil das heute ist nicht möglich, wenn ich nicht eine super Equipe handelt sich hört. Und dafür bitte ich noch. In Männer, wir haben Botschafter und ich gehe froh, als erste Piet, wenn ich geliebt habe, hinzukommen. Der Piet hat wenn wir so alle zusammen sind, dass er dann ein geklappt. Der Piet hat mit 17 Jahren einen Hirnschlag gehabt. Wir haben Maya. Maya hat er gesehen im Video. Kannst du auch bis kommen? Nee, hallo. Also, Monique will gerne klappen, voilà. Maya, als vor Geburt, hat seinen Hirnschlag gehabt. Der Noah. Das ist egal. Der Noah hat mit 14 Jahren Hirnschlag gehabt. Und dann haben wir ein Komitee, Laura May. Du hast Bomi, die ihre Schlag gemacht hat, also hat das von der Familie, du. Und das als Vizepräsidentin, und nicht nur, dass es Juristin ist, aber ab diesem just ab September, ist es Richterin. Also ich meine, so eine junge Richterin, und da sind wir ganz froh, dass am Komitee und als Beraterin für alles, was juristisch ist. Dann haben wir Dann Primär Hoffmann, sie ist als Sekretärin am Komitee und sie ist auch die lo abgeschwunden an den Schem immer geht für die Leute zu sehen. Dann hat man 39 Jahre einen Hirnschlag gehabt. Und dann haben wir und sie als Sekretärin vom Komitee möchte eine hervorragende Arbeit, kann ich so. Und dann haben wir Nicole Backes-Walisch. Sie ist als Humret Nicole. Du weißt, das ist die wichtigste Person am Komitee, weil sie ist für die Finanzen zuständig. Und sie ist die allerwichtigste Person. Und ihr Mann hat in ihrer Schlacht mit 50 Jahren gehabt. Und sie ist da für die Familie, als sie am Komitee. Ihr Mann hat auch noch eine Aphasie. Und das ist nicht so evident, wie du mal der Einzige zu gehen. Dann haben wir Karin Marga Klein. Wo ist sie? Karin. Karin hat mit 47 einen Hirnschlag gehabt. Dann haben wir Jasmin Silbereisen, die leider heute krank ist. Sie hat 46 Jahre einen Hirnschlag gehabt. Und en plus ist sie die am CHL immer Leid gesagt. Dann haben wir 2 Damen.
Mano Gali und Natascha, sie sind die Eltern vom Leo. Und der Leo sieht da. Der Leo hat mit 4 Jahren in ihre Schlag gut und sie sind als Leute, 4 Leute, die mit Kindern kommen, sind sie, die responsabel sind. Dann haben wir den Emanuel. Den Emanuel hat mit 47 Jahren in ihre Schlag gehabt. Und alles das tun ist nicht möglich, wenn ihr nicht eine super Equipe, administrative Equipe habt. Und du stellst dich vor, dort Speite. Und alles das von der Gesicht wird die List von den Sponsoren, das dort weh. Und dort kann einem an der Wüste Strom verkaufen, und alles möglich. Hat bringt es fertig, dass Leute als Sponsoren, wir haben viel Sponsoren das Jahr, wir spengen nächstes Jahr, werden wir dann noch mehr haben. Wir haben das Jahr ein Gold, das heißt 1500 Euro, Silber 1000 Euro, und dann Bronze 500 Euro, wo als Leute bezahlt haben. Und das tut das ganz viel so in Rapport, und da sind wir ganz dankbar, dass wir überhaupt all die Publizität können machen. Und wichtig ist, ohne Publizität, ohne dass wir permanent an den Zeitungen sind, so ich zitiere mal eine Zeitung, aber ja, weil wir gerne hätten, dass Leute informiert sind, dass Leute wissen, was das schlecht, aber was das heißt, erfasst, was das heißt. Und dafür ist es möglich, mit den Sponsoren, dass wir das alles können machen. Dann haben wir ganz wichtig, auch nach François Stoll. François ist nicht nur eine Journalistin, aber sie ist für als Grafikerin. Sie mischt alles, was grafisch ist. Und wenn alles das sieht, alles das ist François. Und ohne die unheimliche Kompetenz, ist es nicht möglich, so eine wunderbare Publizität zu haben. Und das ist wirklich, ohne so eine Kompetenz mitarbeiten, geht es nicht. Und dafür ist es ganz wichtig, für 2 Jahre gut man vom Ministerium nicht gerade ganz bezahlt, aber in Teil gut man bezahlt. Und wir sind natürlich ganz hilfreich über die Hilfe, die da geht. Wir wären ganz froh, wenn wir die Möglichkeit hätten, dass ganz paar vom Ministerium bezahlt geht. Und natürlich, wir haben die Hut mitgekriegt, dass wir den Blitz fängt, etwas ganz Neues sind. Wir waren an einem Haus, heute nicht weit weg. Wir können nur an einem Appartement, heute zu Weteburg. Und da, manchmal muss man noch eine weitere Hilfe erstellen. Und dafür brauchen wir natürlich Hilfe. Voilà. Und dann haben wir Benevoler. Das ist ganz neu. Wir haben Benevoler, die als helfen. Und dann haben wir den Marc. Wo haben wir den Marc? Ja, den Marc. Komm mal hin. Komm. Und der Marc, den heißt Marc. Wie heißt das? Metz. Und das ist ganz, weil wir also immer den Direktor von Esch und haben wir Marc, den am Komitee da ist. Das heißt, hin ist ein neuer Benevol. Und dann haben wir nachher das Joel. Joel hat auch in ihre Schlag gehabt, mit 61 Jahren. Joel, kannst du auch von der Schrift kommen, Joel Lenz. Und dann haben wir nach einen, Taisia Agostinelli, wo haben wir Taisia? Taisia, wo bist du? Das Öwen. Ja, Taisia, du kannst komm ruhig rauf. Sie hat ihren Bruder in ihre Schlag gehabt und sie ist Orlo an unserem, sie ist als Benevoler. Voilà, das sind am Fongol all als Leute, die als helfen, aber wir haben die große Chance, dass wir den Raul haben.
Und der Raul muss unbedingt dahin. Ohne den Raul geht nichts. Der Raul hat von, wo ich den hier Schlag gut, den Raul als entre parenthèses mein Drittkant, an der Raul als von wo ich den Schlag gut, hat den direkt gesucht, dass man Internet Zeit kreieren, an hin als für die ganze Umsetzung zuständig. Wir haben 3 Computeren am Humir. An der Raul, wenn irgendetwas ist, ruft man den Raul, an hin regelt alles. An hin ist dafür zuständig, dass alles, was er gesehen hat, als im Internet sieht, das ist der Raul. An ihm ein große Merci. Ein, der leider noch nicht da ist, der schon heim ist, den immer dabei ist, das ist der Raymond Clement. Der Raymond Clement ist für mich der beste Fotograf hier am Land. An ihn ist dafür zuständig, für uns Fotos zu machen. An ihn hat als Orlo für Drohnen ein Foto gemacht, die an unserer neuen Broschüre werden rauskommen. An der Raymond Clement hat mittlerweile 80 Jahre. An ihn wird auch noch immer bei uns dabei sein, hin als ein Hoffotograf. Und dann haben wir 2 Leute, die sind mir ganz wichtig, auf 4 zu rufen, das ist der Raymond Cavallini. Cavallina. Und Joel Kirsch. Und die 2 können, denke ich, bis hierhin kommen bei mir. Die 2. Kommt, denke ich, bis hierhin. Die 2 zusammen. Weil die 2 haben den Weekend Geburtstag gehabt. Und ich meine, lo kriegen sie ein Happy Birthday von uns all gesungen für die wunderbare Arbeit. Und ich gebe mengen, wir fangen einfach an. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Raymond. Happy Birthday to you. Und die nächste. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joel. Happy birthday to you. Voilà. Voilà. Und nun sind wir zum Schluss gekommen. Aber was geht es lo? Lo geht es ein Eclair, an einen guten Pat. Und lo alles zusammen raus. Und ich so nicht denke, vielmals merci für den wunderbaren Tag. Und merci, dass ihr alle in Haus seid. Und lo geht ein guter Pat. Bis dann. Noch vielleicht ein Momentchen. Wir noch ein Merci für Chantal, für die viel Arbeit und die vielen Stunden, die Chantal verbringt. Aber wie gesagt, alles benevol. Merci, Chantal. Vielmals merci. Voilà. Alle Tag. Vielmals merci.